zusammen, mein Name ist Jenny und das ist das zweite kleine Mini-Update vor dem grossen Relaunch von unserem Podcast. Und ich sage übrigens Hoi im Namen von der Flavia und mir. Wir sind aber heute Abend oder einfach heute räumlich getrennt. Darum gibt es in diesem Mini-Update 2 Sprachmemos. Und zwar ist der erste Teil von dem Mini-Update von dieser Folge Mini-Sprachmemo. Und dann irgendwo in der Mitte von dem Update fängt dann der Flavia ihre Memo an. Und genau, das Thema von dieser Mini-Folge ist der neue Podcast-Name. Und ja, übrigens, vielleicht, falls ihr euch fragt, wo die Flavia ist, sie genießt gerade ihre Skiferien. Sie ist in der Bettmeralp. Oder Bettmeralp, sagt man? Ja, das stimmt schon. Und ja, ist ein bisschen am Langläufeln, wie sie sagen, und Skifahren. Ich hoffe, wenn du das hörst, dass du schöne Skiferien hast. Ich weiss, dass du schöne Skiferien hast, wenn du vorher geredet. Aber ja, egal, ich schweife vom Thema ab. Also, Podcastname. Eben, ihr könnt euch vorstellen, wo die Flavia und ich uns darauf geeinigt haben, dass wir den Podcastnamen ändern wollen, haben wir gedacht, ja, das wird eine kleine Mammutaufgabe sein, weil es ist einfach so schwierig. Wie nennt man so ein Projekt? Wie tut man etwas titeln, wo so viel irgendwie einschliesst und ja, keine Ahnung, es ist einfach wie so ein bisschen schwierig, wenn ihr euch sicher vorstellen könnt, auf einen Namen zu kommen. Weil wir haben halt, wie gesagt, wir wollen etwas, mit dem wir uns identifizieren können. Wir wollen etwas, das originell ist, das in den Köpfen bleibt, wo es noch nicht schon gibt. Und ja, das hat sich schwierig gestaltet. Vor allem auch etwas zu finden, das uns beiden gefällt. Aber zu dem später mehr. Ja, jedenfalls haben wir uns dann mehrmals getroffen zum Brainstorming. Aber beim ersten Mal brainstormen über den Podcast-Namen sind wir bei der Flavia in der Wege gewesen. Und wir haben uns, ja, in ihrem Wohnzimmer haben wir es uns gemütlich gemacht. Und haben so bei Kerzenlicht einfach mal so wild studiert, so wie könnte man heißen, bla bla bla. Und wir haben beide schon auf Notizen so ein paar Namen gehabt. Ui, scheiße, wenn ich abgemacht 3 Minuten pro Memo, ich bin jetzt schon bei 2,5, also ich muss ein bisschen Gas geben. Jedenfalls haben wir ein bisschen brainstormt. Und dann, die ersten paar Namen haben beide nicht gut gefunden. Und irgendwann ist mir dann in den Sinn gekommen, dass die Flavia so eine Wörterliste auf ihrem Handy hat. Sie führt auf Notizen eine Liste mit Wörtern, die sie manchmal so im Alltag irgendwie aufschnappt, die sie cool findet. Ich glaube, die meisten Wörter sind so schweizerdeutsche Wörter, irgendwie so wie etwas wie Krüsimüsi oder keine Ahnung was. Und ich habe schon immer gewusst, dass diese Wörterliste, die sie hat, irgendwann für irgendwas mal nützlich wird sein. Und dann ist mir das beim Brainstorming in den Sinn gekommen. Ich so, Flavia, oh mein Gott, nimm mal deine Wörterliste vor. Und dann hat sie die vorgenommen und ich so, ja, lies einfach mal die Wörter drauf vor und dann fällt uns sicher etwas ein zu diesen Wörtern. Und dann das erste Wort, das sie vorgelesen hat, ist, oder einfach so eins von denen, wo wir beide cool gefunden haben, ist Fiasko gewesen. Und dann irgendwann hat sie weiter vorgelesen und dann ist noch famos genannt worden. Und Fiasko haben wir beide ein cooles Wort gefunden. Haben wir schnell gegoogelt, was das bedeutet. Misserfolg, Reinfall. Und dann haben wir schon gedacht, ja, okay, ja, das ist jetzt nicht so gut. Und dann irgendwann eben zu famos haben wir auch noch famos nochmal gegoogelt. Und famos heisst ja so viel wie hervorragend, wunderbar, aber irgendwie heisst es, glaube ich, auch berühmt. Oder zumindest stammt, glaube ich, das Wort famous davon ab, keine Ahnung. Und dann habe ich gedacht, wie wäre es, wenn man irgendwie Fiasko und famos miteinander verbinden, verschmelzen. Weil ich habe das irgendwie noch geil gefunden, dass Fiasko und famos, dass das so gegensätzliche Wörter sind. Also das eine bedeutet so Misserfolg, Reinfall, etwas ist scheiße und famos ist so, etwas ist geil, es ist hervorragend. Und vor allem auch literarisch, sagt man das, oder lyrisch. Ja, ihr wisst, was ich meine. Ist es halt schön, weil es ist eine Alliteration mit F, also Fiasko, famos. Und dann ist mir der Name in den Sinn gekommen, warum geben wir uns nicht den Namen Fiasco Famoso. Und als ich das vorgeschlagen habe, habe ich gedacht, das passt eigentlich schon noch zu uns, weil es sind 2 gegensätzliche Wörter.
es ist nicht eine Aufzählung von Wörtern wie vorher. Also vorher haben wir Stadt, Land, Stuss geheissen und Fiasko Famoso ist genau nicht schon wieder ein... Ich habe das Gefühl, mega viele Podcasts sind so eine Aufzählung von Wörtern. Also Dieb und Deutl... nein, irgendwie Wahrheit, Wein und Eisenring zum Beispiel oder Stadt, Land, Stuss. Und ich habe nicht eine Aufzählung von Wörtern wählen. Und was ich auch nicht haben wollte, ist so ein billiges Wortspiel. Wobei, das ist jetzt eigentlich auch ein Wortspiel. Oh ja. Und was habe ich noch nicht wollen? Genau, so eine Verbindung mit «und». Also so wie, es gibt glaube ich einen Podcast, der heißt «Deep und deutlich». Einfach so etwas, wo mit dem «und»-Zeichen, keine Ahnung, irgendwie finde ich so Namen doof. Und «Fiasco Famoso» ist nichts von all dem. Und ich habe irgendwie gefunden, mal, der Name, der hat etwas. Hey, wo Jenny zuerst mal Fiasco Famoso ausgesprochen hat, ist, glaube meine erste Reaktion so gewesen, ins Gesicht verziehen und so «What?» Nein, ganz komisch. Ich habe, glaube zuerst an Momos gedacht oder weiss ich was. Ja, also ich bin am Anfang gar nicht überzeugt gewesen. Ich habe eher ohne das «O» am Schluss gedacht, und zwar Fiasco Famos einfach. Und dann haben wir auch beiden unseren Freunden angerufen und so für unsere Namen eingestanden. Also ich für Fiasco Famos und sie für Fiasco Famoso. Und dann, wie findest du das? Und so. Voll. Und sie war auf jeden Fall von Anfang an sicher gewesen. Ich nicht. Und das hat sich auch länger weitergezogen. Also länger, schon über so 2 Wochen, würde ich sagen. Und ja, ich habe es auch gemerkt, indem ich irgendwie mein Umfeld gefragt habe. Also wie ich mein Umfeld gefragt habe ich gemerkt, dass ich glaube nicht überzeugt bin, weil ich habe dann halt so gefragt, ich habe nicht so bestimmt gefragt, so wie findest du Fiasco Famoso, sondern so wie findest du Fiasco Famoso und habe das Gesicht verzogen. Und ich habe das Gefühl, das hat die Leute beeinflusst, so mein Gesichtsausdruck, also ich habe überhaupt nicht sicher gewirkt. Ja, dementsprechend habe ich auch nicht immer gerade das Feedback bekommen, super oder weiss ich was. Wieso habe ich jetzt gelispelt? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, ja, bin ich gefühlt bis vor ein paar Tagen bin ich wieder überzogener gewesen, weil unsere ehemalige Produzentin und Frau, die uns gecoacht hat gesagt, doch, den findet sie gut. Und dann bin ich auch wieder auf meinem Höhenflug. Ich so, ach komm, dann nehmen wir ihn. Dann habe ich wieder mit einer anderen Person geredet, die gesagt hat, na, meinst du wirklich? Es klingt eher wie ein Bühnenprogramm oder keine Ahnung. Und dann bin ich wieder so gewesen, Jenny, ich bin nicht für den Namen. Und Jenny hat sich wieder gedacht, alter Flavia, kann man eigentlich auch mal uns entscheiden, was ich auch verstehe. Weil schlussendlich habe ich mir jetzt gesagt, es ist einfach ein Name. Und oh mein Gott, random Fact, ich bin gerade unter der Bettdecke, dass der Ton ein besser ist, weil da in der Wohnung noch andere Leute sind und jetzt ich schwitze und es laufen gerade Schweißtachsel drauf. Aber nevermind, es geht jetzt um den Namen. Auf jeden Fall, es war ein Hin und Her gewesen und ich kann die Seite von der Jenny auch verstehen, als Person, die von Anfang an voll überzeugt war. Und dann halt die andere immer so ein kleines Hin und Her und kann das sicher auch nervig sein. Genau. Aber schlussendlich ist es einfach ein Name. Und klar steht der auf dem fucking Cover. Und wir werden den auch immer sagen, also hey, neue Folge, Fiasco Famoso ist das. Seht ihr, es läuft noch nicht so flüssig über die Lippen, aber das kommt noch. Ja, eben, es ist ein Name und der Inhalt muss stimmen, wird stimmen natürlich, oder wird einfach, ja, relevant sein und ich hoffe, es scheitert nicht am Namen, sonst haben wir wirklich etwas falsch gemacht, allgemein. Aber ich freue mich jetzt, offiziell verkünden zu können, im Namen von der Jenny und mir, dass unser neuer Podcast-Name Fiasco Famoso heisst. Genau. Und ich muss noch ein bisschen üben, mit wie ich es ausspreche. Genau, aber ich freue mich darauf, das so jetzt amigs verkünden zu können. Und ja, das ist jetzt in Stein gemeißelt. Und das ist auch gut so, weil jetzt können wir uns auf andere Sachen fokussieren und unsere Energie in andere Sachen stecken. Fühle mich auch gerade ein bisschen erleichtert. Ist vor 10 Minuten entschieden worden und hat Jenny schön in unserem Protokoll festgehalten, dass das auch nicht mehr von mir angezweifelt werden kann, weil das jetzt schwarz auf weiß gedruckt ist. Genau. Auf jeden Fall freuen wir uns, haben wir euch das mitteilen können. Unser neuer Name,
wie gesagt, es gibt weitere Memos auf unserem Kanal die nächsten paar Wochen. Und gleich kommen wir mit einem neuen Cover. Habe ich das schon verraten? Ich hoffe, Jenny. Genau. Und bis dahin ist das Deutsch. Oder sagt man das auf Schweizerdeutsch? Deutsch. Bis dann wünschen wir euch, ich rede jetzt im Namen von der Jenny und mir, eine gute Woche. Und wir freuen uns, euch gleich wieder in die Ohren zu reden. Tschüssi zusammen.